Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom Januar 2023 von Samuel Hug. Eine Pfarrperson in einer Landkirchgemeinde, die wohnt traditionellerweise immer noch vor Ort und sie teilt das Leben mit den Menschen im Dorf. Weil Kirche findet nicht nur am Sonntagmorgen im gleichnamigen Gebäude statt, sondern der christliche Glaube, der soll im Alltag Gestalt annehmen und in den Beziehungskreisen ziehen. Der Pfarrer ist zwar nicht einfach die Kirche, aber die sichtbare Präsenz von uns als Amtsträger vor Ort, die löst trotzdem viel aus. Kurzfristig in den einzelnen Begegnungen, aber besonders in mittel- und langfristiger Perspektive. Die Pfarrperson im Dorf ist hoffentlich ein Katalysator, dass die Kirche als gelebte Gemeinschaft von Jesus-Nachfolger als Salz von der Erde und Licht von der Welt wirken darf, so wie Jesus das sagt. Es ist spannend zu erleben, was nur schon das Grüssen oder ein freundliches Lächeln auslöst, wenn es von mir als Kirchenmann kommt. Oder umgekehrt, wenn fälschlicherweise jemand meint, ich hätte ihn nicht gegrüßt. Uiuiui, hat das mal eine Szene gegeben vor dem Pfarrhaus. Pfarrer ist man durch die Ordination jederzeit und überall. Es gibt keine klare Trennung zwischen öffentlich und privat, zwischen Arbeit und Freizeit. So bin ich in meiner alten Kirchgemeinde Niederbipp, zum Beispiel am Rand vom Fußballfeld, bei den Junioren-Match von meinen Jungs, nicht nur Vater und Fußballbegeisterte gsi, sondern genauso auch Kirchenvertreter. Meine Gegenüber am Spielfeldrand, die haben immer mal wieder die Gelegenheit genutzt, bei einem Gespräch auf ein kirchliches Thema zu reden kommen oder für einen sehr sorglichen Austausch. Und genauso sind es auch die Beziehungen, die am Spielfeldrand gewachsen sind, die in anderen Momenten Türen aufgetan haben. Als reformierter Pfarrer in Bernbiet, da muss ich keine Arbeitszeitabrechnung machen, sondern nur meine Abwesenheiten erfassen. Die Idee dahinter ist klar. Ich bin durch den Lohn fürs Pfarrersein freigesetzt. Nicht zu tun. Sein. Es geht nicht um die Bezahlung oder Abrechnung von einzelnen Tätigkeiten, sondern ums Da-Sein können. Das Privileg. Natürlich genauso eine Herausforderung, um den Kräftebalance zu wahren, weil die Arbeit prinzipiell ja nie fertig ist. Während eine Kollegin, eine Pfarrkollegin, die Kirche vielleicht beim Unterhaltungsabend von der lokalen Musikgesellschaft repräsentiert, da bin ich jetzt als Metal-Pfarrer an den Konzerten in meinem Dorf unterwegs. Wie ihr wisst, ist das Metal-Dorf halt einfach nicht nur an einem geografischen Ort zu finden. Darum bin ich regelmäßig on the road, mobil, um zur Metal Church zu unseren Leuten, den Metaller, zu bringen und als Seelsorger für die Metal-Gemeinde ansprechbar zu sein. Das ist sehr zeit- und auch kostenintensiv. Der nötige zeitliche Freiraum, an vielen Festivals und Konzerten teilzunehmen, den habe ich in dieser Form erst seit dem letzten Sommer, weil wir die reformierte Kirche Bern-Jura Solothurn jetzt zu 100% als Pfarrer für die Metal Church angestellt haben. Die Kantonalkirche hat die Festivalpräsenz an meinem Stellenbeschrieb bestätigt und die dafür nötigen Finanzen gesprochen. Ich bin sehr dankbar, dass die Kirche ihrem Verständnis als Volkskirche entsprechend, eben als Kirche fürs Volk, mich jetzt so freisetzt, dass ich fürs Metal-Volk regelmäßig vor Ort sein kann, dort wo die Szene sich trifft. Der schöne Nebeneffekt ist natürlich, dass ich zu viel toller Musik komme. Aber um das geht es nicht. Sondern es geht darum, wach zu sein dafür, was um mich herum passiert. Ich beobachte genau und lerne, was bewegt die Szene. Ich lasse in Gespräch viel zu. Was bewegt und braucht mein Gegenüber? Ich habe einfach Zeit. Wo soll ich vielleicht jemanden ansprechen? Wo begegnet mir Not? Wo braucht es meine Hand, mein Wort? Wo soll ich einfach still Fürbitte tun? Ich ziehe immer etwas mit dem Metal Church Aufdruck an, sodass ich erkennbar bin und man mich ansprechen kann. Aktuell neige ich mir gerade eine entsprechende Dienstkutte. Immer mal wieder erkennen mich Leute auch so. Ich bin ja medial kein unbeschriebenes Blatt mehr. Besonders über Freunde von Freunden und Bekanntschaften von Bekanntschaften kann ich das Beziehungsnetz breiter knüpfen. Es wächst langsam und wird langfristig stärker und hoffentlich tragfähig. Für jeden Fall.
Oder Kasus, wie man auf Theologisch sagt. Es geht ums solidarisch Dabeisein. Ich merke, wie es beim Dabeisein über längere Zeit bei vielen Vertrauen wächst und auch die Bereitschaft wächst, der christlichen Botschaft überhaupt Gehör zu schenken. Die Glaubwürdigkeit der Verkündigung messen viele an der Glaubwürdigkeit der Verkündigenden. So mit der Frage, ja, sind sie am Morgen da? Tag und Nacht. In Freude und Leid. Es sind viele kleine Schritte und Zeichen, die da zusammenkommen. Nicht im Voraus steuerbar, immer ein Wagnis und auch schlecht ausweisbar. Weil über Gespräche kann ich kaum konkret Auskunft geben, weil ich als Seelsorger unter Schweigepflicht stande. Und nicht nur die Themen der Gespräche sind vertraulich. Prinzipiell ist es nur schon die Auskunft darüber, mit wem ich geredet habe. Gleichzeitig bin ich aber Netzwerker und Repräsentant der Metal Church in der Öffentlichkeit. Und da muss ich ja möglichst offen und gewinnend mit allen über alles kommunizieren. Ihr merkt, es ist ein spannungsreiches Feld, wo ich mich da drin bewege. Die letzten 5 Minuten haben mir gezeigt, erwartet hat man Killen und den Metal-Pfarrer nicht. Aber viele sind positiv irritiert und dankbar. Und ich staune, dass, weil ich mich zu ihnen bewegt habe, haben sie auch schon erste neue Bekanntschaften aus der Szene von sich aus angefangen, sich zu uns hinzubewegen. Und sie auch mal an unseren Veranstaltungen auftaucht. Und du? Du bist nicht der Metal-Pfarrer. Aber du bist genauso wichtig, wenn es darum geht, das Leben vor Ort in der Szene zu teilen und so das tragfähige Jesus zu knüpfen. Du musst nichts. Bist einfach. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen und führen.